Positionen halten! Wir verlieren Alpha! So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen MW3 Gameplay von mir. Heute auf der Karte Village unterwegs mit der MP7 mit Schalldämpfer und Schnellfeuer. Standardausführung, wie es muss sein. Dabei habe ich noch Brady, den Heli und die AH6. Auch eigentlich nichts Spezielles. Aber ja, der Endscore kann sich eigentlich noch sehen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, für dass ich das Spiel, ja was soll ich sagen, 3 Monate, ja mindestens 3 Monate jetzt nicht mehr aus dem Schrank rausgeholt habe. Weil ich habe es einfach zu viel gesuchtet und es ist einfach mit der Zeit anstrengend geworden und ich habe mich nur noch aufgeregt. Ab diesen ganzen Noobs und dem ganzen Schrott, wo das Spiel eigentlich beinhaltet. Leider. Aber egal, es geht jetzt nicht ums MW3, sondern in diesem Video geht es eigentlich ums Black Ops 2. Es hat ganz viele neue News gegeben und ich habe gedacht, ich mache ein kurzes Video und erzähle euch ein bisschen das Wichtigste. Und ja, also das erste, was ich euch sagen will, was eigentlich noch ziemlich wichtig ist, wie ich finde. Beim Black Ops 2 wird es im Gegensatz zu allen anderen Call of Duties ein separates Team geben, das nur für die PC-Version zuständig ist. Das heisst, es ist nicht mehr so wie bis jetzt. Also bis jetzt ist es so gewesen, dass auf der PS3 und auf der Xbox eigentlich das Ganze getestet und entwickelt worden ist. Und nachher für die PC-Version einfach umportiert wurde. Und dieses Jahr ist es so, dass ein komplettes Team nur an der PC-Version arbeitet, dass die auch wirklich richtig läuft, richtig aufgelöst ist, richtig eingestellt, was auch immer die damit machen müssen. Das heisst auch, es unterstützt DirectX 11. Das heisst auch, es unterstützt all die schönen Schatteneffekte und das ganze neue Zeugs, was es gibt für PCs. Und wird natürlich auch viel besser aussehen als auf der Konsole, weil ja, die Konsole kann natürlich nicht mithalten, die sind 4-5-jährig, ist ganz klar. Aber das macht ja auch nichts. Dann, was auch noch wichtig ist, wie ich finde, eine wichtige Änderung, die hat mit dem Thema Messer zu tun. Von jetzt weg braucht man nicht nur einen Messerstich, sondern man braucht 2 Messerstiche. Was heisst das? Für die ganzen Panic Knife Pissers, die ganze Zeit um die Ecke rumraschen und dich wegstechen, ist fertig jetzt, das gibt es nicht mehr. Die müssen jetzt auch 2-mal, was ich eigentlich sehr gut finde. Was noch dazu kommt, die Wurfmesser sind dabei, die hat es im letzten Black Ops nicht gegeben. Die werden in dem dabei sein und zwar hat man davon 4 Stück. Jetzt denke ich dir, wow, 4 Stück ist ja hure viel, aber es hat einen Haken, man muss 2 treffen, dass einer stirbt. Und wir wissen alle, wie schwierig es ist, mit dem Wurfmesser einen zu treffen und darum, ja, das mit 2 könnte noch lustig werden. Dann, was noch dabei ist, ist der Tomahawk. Der braucht im Gegensatz hier nur wieder ein Kill. Das heisst, ja, ich werde mit dem Tomahawk spielen. Ziemlich sicher, was ich natürlich hoffe, ist C4, aber von dem habe ich noch nichts gehört, ist noch nicht bestätigt worden. Dafür habe ich noch eine andere Liste gefunden von bestätigten Waffen. Da haben wir unter anderem bei den Assault Rifles haben wir die AN94, noch nie gehört, M4A1, sicher bekannt aus anderen Call of Duties, M16 sowieso auch, XM8, auch noch nie gehört, keine Ahnung. Dann Sniper Rifles, haben wir Modell 700, SVD, PSL, PSG 1 und M76. Schön zu haben, braucht man nicht. Dann bei den Submachine Guns, leider erst eine. Das ist ja meine Lieblingskategorie. Und dafür, die einzige, die ist bis jetzt, ist MP7. Und MP7 ist ja bekanntlich meine Lieblingsknarre und ich finde es wunderbar, dass die dabei ist. Ja, ich hoffe, sie ist gleich geil wie im MW3. Und fetzt gleich schön durch den Gegner weg. Naja, mal schauen. Dann haben wir noch Shotguns. Natürlich wieder dabei Striker und Spaß 12. Kennen wir, sind bekannt, sind wunderbar und lustig. Dann haben wir noch eine, die heißt Featherlight. Noch nie gehört, noch nie gesehen, keine Ahnung. Und Model 1100, auch noch nie gehört. Dann Light Machine Guns, M249 SAW. Die hat es irgendwo in einem COD, glaube ich, schon mal gegeben. Die kommen bekannt vor.
Secondary Waffen haben wir nur 2 Pistolen bis jetzt. Eine ist Chris Card, noch nie gehört, und die bekannte M1911. Ja, das wäre es mal mit der Waffenliste. Mehr ist leider noch nicht bekannt und bestätigt worden. Also ja, es gibt natürlich ganz viele Listen im Internet, wo jensten Scheissdreck versprechen, aber bestätigt sind nur die Waffen, die ich euch jetzt gesagt habe. Dann, was es noch gibt, sind Perks. Hat es auch ein paar bestätigte. Es hat ein paar, die man schon kennt, wie Juggernaut und so Sachen. Spy, das heisst alles ein bisschen anders, aber es ist grundsätzlich das Gleiche. Was ich hier noch speziell finde, ist das extra Fokus. Weil mit dem extra kann man während dem Sprinten schießen. Also nicht nur während dem Laufen, sondern auch während dem Sprinten. Und ja, ich könnte mir vorstellen, das könnte noch ziemlich actionreich werden, wenn man einfach durchrennen und auf die Gegner reinballern, wie ich gestört habe. Ja, schauen wir mal, was da passiert. Dann gibt es natürlich die man kennt, Deep Impact, dass man durch die Wand durchschießen kann. Oder Diffuser, dass man Sachen schneller entschärfen und auch Minen sieht und so Sachen. Kennt man eigentlich alles. Dann, was noch lustig könnte sein, weil sie gerade alles geändert haben mit dem Messer, ist Bladesman. Das heisst, man hat 2 Messer, also in jeder Hand ein Messer, muss man so sagen, und kann auch doppelt so schnell messern. Ja, könnte noch interessant werden. Dann, was es noch gibt, ist Pilot. Das heisst, wenn man stirbt während dem Killstreak, zählt der nächste fliegende Killstreak, also der Heli oder was es da gibt, zählt weiter in der nächsten Killstreak-Reihe. Das heisst, wenn man stirbt während dem, ist es nicht so tragisch wie bis jetzt, sondern der Heli oder was auch immer kann man immer noch einsetzen und dann zählt es einfach ganz normal weiter. Ja, das wäre mal das so die Extras. Das sind so die spezielleren, da die anderen, die kennt man eigentlich. Wirklich nichts Spezielles sonst dabei. Dann, was sicher noch interessant für viele Leute ist der Zombie-Modus. Ja, da gibt es eigentlich nicht viel Neues zu sagen. Also es ist noch nicht viel News rum, noch nicht viel bestätigte Sachen. Es gibt nur viele Hoffnungen von den Leuten, was sie gerne hätten. Aber das heisst natürlich gar nichts, weil bestätigt ist noch nichts vom Zombie-Modus. Und ja, das war so mal das erste News-Video von Black Ops. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 200 zu 55 haben wir hier gewonnen. Locker. Wenn es euch gefallen hat, das Video, hinterlasst ein Like oder hinterlasst einen Kommentar für neue Ideen oder Anregungen. Sind wir offen. Letzte Abschlusskamera haben wir nicht, dafür sind wir Starspieler. Das ist doch mal schön. Die Endscore 30 zu 4. Ich denke, es lässt sich sehen nach so langer Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!